Roman Verdel hier vorzustellen, ist wahrscheinlich fast nicht notwendig. Während seines Besuchs im slowenischen Gymnasium 1974 hat er schon das Ensemble Drava gegründet, den ersten slowenischen Verein, Kulturverein nach dem Zweiten Weltkrieg, hat dann Musik, Slawistik in Graz studiert, war von Anfang an bei der Musikschule in Kärnten hier dabei, seit 1984 dort auch Lehrer, von 1997 bis 2024 Direktor der Schule, lehrt auch Musikpädagogik und Slowenisch am Gymnasium und war ehemaliger Leiter des Oberstufenchors am slowenischen Gymnasium und ist Gründungsmitglied und deswegen heute auch hier eingeladen und Obmann des zweisprachigen Kindergartens Jasniti in Verlach. Bürgermeister Guntram Berdacher von der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental. Ist seit 2020 jetzt Bürgermeister, amtierender Bürgermeister, war schon seit 1991 im Gemeinderat, war ab 2003 Gemeindevorstand, ab 2009 Vizebürgermeister. Sein Traumberuf war Lokführer und ist heute aber auch Biobauer. Vielleicht der Vollständigkeit halber auch noch, wenn das stimmt, die Marktgemeinde St. Jakob im Rosental hat knapp über 4.300 Einwohner, davon ungefähr 16% slowenische Angehörige. Ja. Herr Verdel, vielleicht fangen wir mit Ihnen an und geben Sie uns ein bisschen einen Einblick, wie das mit dem Kindergarten im Verlach funktioniert. Jaz bi rad referiral slovenskem jeziku in bi prosil tiste, ki ne razumejo, da morda vzamejo slušalke in mi sledijo pri pogovoru. In če smem, bi šel tudi k pultu. Torej, nekaj informacij o otroškem vrtcu, o dvojezičnem otroškem vrtcu v Brovljah. Najprej bi šel z nekaj stavki v zgodovino, potem bi pa rad govoril o problemih, ki nastajajo pravzaprav že skoraj 30 let in kje so nastavki, da bi postajalo boljše. 5. julij 1997, razstava v Brovljah, deželna razstava, vse je lov, alles jakt, v polnem teku, občinska seja, 49 prijav k slovenski skupini, 2 pedagogini, dvojezični, pripravljeni za delo v občinskem otroškem vrtcu. Plačal bi to urad na Dunaju, torej nobenih stroškov na deželi za občino. In sklep, prvi tajni sklep po vojni in so sklepali proti ustanovitvi dvojezičnega vrtca. Mi smo potem hitro ukrepali in smo poiskali prostore, ki smo jih našli v bivši poselnici, kjer je bila razstava in to razstavo smo prenesli k Cingelcu na Trati v Glinje in smo tam tekom 6 tednov ustanovili prostore, priredili prostore za otroški vrtec, dobili dovoljenje in 28. septembra smo začeli potem s 17 otroki, ker nekateri so seveda odskočili, ker ja niso imeli mesta. Kar v prvem letu je naraslo število na 25 in 2 leti smo imeli eno skupino. Potem je naraslo število že na 40 in smo ustanovili drugo skupino leta 1999. Eno leto na vrh se pojavi vprašanje, kaj naredimo z otroki, ki grejo naprej v ljudsko šolo, ker oni nimajo dostopa do slovenskega jezika in starši so želeli, da bi ti otroci imeli naprej tudi dvojezično skrbo. Potem smo s pomočjo poselnice, ki je bila lastnik te stavbe, povišali nadstropje in smo ustanovili še dodatno eno skupino v varstvu. Na ta način smo imeli sedaj otroke od 3. do 6. leta oziroma do 10. leta celo v hiši in smo jim lahko ponudili predvsem oskrbo pri domačih vajah in to je bilo zelo koristno, ker se je zmeraj več otrok prijavilo k dvojezičnemu pouku v ljudski šoli. Danes imamo v tej šoli največ prijav od vseh šol na podeželju. Kaj se je zgodilo naprej? Leta 2007 nastane v
v selah želja po dvojezičnem vrtcu in občina ni imela na razpolago delovnih mest, ki imajo v celoti samo 4,5 delovnih mest in na ta način so nas prosili oziroma smo v skupnem sestanku se zmenili, da prevzamemo mi personal, da prevzamejo naša pedagoška načela, dvojezični koncept, za katerega smo mi dobili 2003 kot prvi vrtec evropski pečat za inovativne jezikovne projekte. Potem je bilo še nekaj drugih vrtcev, ki so to tudi dobili. Vsekakor smo od vsega začetka imeli zraven mediacijo in smo preko univerze razvijali koncept in to je bila prva znanstvena razprava, kako dojamejo otroci dvojezičnost oziroma večjezičnost, ker ponujali smo tudi angleščino in to je pomenilo, da so 3 leta raziskovali, kako otroci v različnih situacijah dojamejo jezik aktivno in pasivno. Ta projekt je vodil dr. Gomboš in ta projekt se potem tudi še razvijali naprej drugi vrtci. Leta 2016 smo ustanovili kot prvi dvojezične jasli, tako imenovano KITA, in mi podali, da smo bili pravzaprav prvi, ki je bilo res veliko povpraševanja in od teh 65 otrok, ki so bili tukaj na ekranu prej, je 30 otrok pri nas. Seveda, to je bila spet čisto nova situacija, ko je bilo treba razvijati pedagoške koncepte, ki smo jih tudi razvijali potem in smo tudi tu bili inovativni. Sedaj smo imeli otroke od 1. do 10. leta v dvojezični oskrbi. Poudaril bi, da je to tudi naredila Mohorjeva, da je tudi v tem sklopu taka ponudba in v zadnjih 2 letih še ena dodatna zadeva GTS. 2 leti imamo sedaj tudi GTS, to je tako imenovano Ganztagesschule, ki to sploh ni. In tako imam sedaj trenutno vse 4 možne razvojne stopnje v hiši. So pa 4 različni sistemi obračunanja in financiranja. In sedaj smo pri problemih. Od vsega začetka je bil problem, kako financirati vrtec in smo veliko, moram tudi reči osebno, vlagali denarja, da smo to lahko oskrbovali. Potem je prišlo končno do ustanovitve delovne skupnosti in tam smo od vsega začetka zraven, kjer smo potem dejansko združili vse obstoječe dvojezične privatne vrtce. Moram reči, da je bilo do naše ustanovitve leta 1997 samo vrtec Naš otrok, potem šolsko društvo je imelo 3 vrtce v Celovcu, v Šentprimožu in v Škofičah in šolske sestre v Šentjakobu so imeli vrtce. Ko smo mi ustanovili, smo bili naslednji, za nami je sledila Dovola vas, za nami so bili Ledinčani in potem zadnji vrtec je bil Kekec v Velikovcu. K financiranju. KITA, torej ustanova za male, je zelo dobro financirana in se to nekako izide. Drugi problem imamo že pri financiranju otroških vrtcev. 1. septembra 2023 je prišel novi zakon o plačah nastavljenk, bil je tudi zadnji čas, da se je to povišalo in tudi asistentk, ampak kaj je to pomenilo? Povišanje plač seveda za delodajalca pomeni tudi kar precejšen zalogaj in kaj se je še zgodilo, 1.1.24 so se povišale vse plače za 11%. To je pomenilo, da se je v tekom pol leta povišal ta zalogaj na 24% več izdatkov za personal, samo personalni stroški. Ampak fond naj bi to pokrival. Fond ima ta problem,
da je zmeraj premalo denarja v njem in da dejansko ne pokriva vseh potreb, ki jih imamo. Imam na primer 7 vzgojiteljic, ki so stare nad 55 let. Se pravi, one so zelo drage. Imam trenutno 3 na karenčnem dopustu in imam 2 pedagogini, ki sta manjkali kar po 4 mesecev. Sedaj je treba upoštevati personalni ključ in to so seveda vse stroški, ki pač nastanejo dodatno, s katerimi prej ne računaš. V fondu ni upoštevano, kako se nekaj investira, investicije samo do 5000 evrov. To je seveda veliko premalo, če se nekaj zgodi nepredvidenega, je to tudi premalo. Še večji problem je financiranje varstva. Tam je samo en določen del za vsako skupino na razpolago in ostalo je treba zmeraj nekako sfinancirati in tudi tukaj je zelo veliko problemov. Samo jaz bi svaril pred tem, da se varstva ukinejo, ker GTS funkcionira približno v polovici vseh teh ustanov, tam, kjer so skupne šole, ampak v drugih šolah nažalost to ne funkcionira. In varstva so seveda zelo važna, da te otroke obdržimo. Če bi jaz varstvo zaprl, se odjavi v Borovljah najmanj 30 do 40 otrok od slovenskega pouka, ker nimajo doma možnosti oskrbe. In GTS je zadeva, ki sploh ni dozorela, ni čisto jasno, kako se naj tam dela ta mešanica med 1 uro poukom z učitelji, ne funkcionira tako, ostale morajo pokrivati spet drugi, ki pa niso dvojezični. To je to treba povedati, tukaj nimamo dvojezičnega personala. Tretji problem, kako prideš do jezikovne kvalitativne izobrazbe. Treba je ves čas upozarjati na to, da je slovenščina tam pogovorni jezik. Nekatere pedagoginje, asistentke to pozabijo, niso konsekventne. So stalne menjave pri personalu, ker seveda mlajše kolegice grejo na porodniški dopust in niso tukaj. In tudi šolanja in vse skupaj, to so res izzivi, s katerimi so soočeni pač pedagogi, pedagoginje. Še kratko rezultat. Predlanskem je šlo 8 otrok iz našega varstva v slovensko gimnazijo. Predlansko leto 5, letos 4. In sedaj imamo prve otroke, ki so res že 9 let pri nas in vsako leto bojo šli. To se pravi, imajo toliko znanja, da lahko grejo. Ampak je seveda treba konsekventno to zasledovati od 1. pa do 10. leta, ker tam imamo potem tisto mejo, v srednjih šolah vemo, tam opade število in tudi znanje jezika. Hvala lepa. Ich glaube, wir machen jetzt gleich weiter mit dem Herrn Bürgermeister und dann treten wir in die Diskussion. Herr Doberan, Vala Savavilo, schönen guten Tag, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, heute vor Ihnen kurz die Marktgemeinde St. Jakob zu präsentieren, wo es um die Bildung geht. Also die Marktgemeinde St. Jakob hat wirklich den Bildungsauftrag wirklich wahrgenommen. Wenn ich da jetzt dann aufzählen anfange, die Kita in Rosenbach hat 40 Kinder und von den 40 Kindern sind zwischen 12 und 15 zweisprachig. Im Kindergarten St. Peter von 46 Kindern 46 zweisprachig. Im Gemeindekindergarten von 70 Kindern haben wir heuer den ersten Start mit 11 Kindern. Und in der Volksschule St. Jakob von 151 Kindern sind 80 Kinder zweisprachig. Und wenn ich jetzt auf die Mittelschule denke, von 179 Kindern sind da noch 36 Kinder zweisprachig. Und ich bin ein stolzer Bürgermeister, der auch die Matura anbieten kann, da in der Gemeinde St. Jakob bei der HLW, wo eben 115 Jugendliche bis zur Matura ausgebildet werden. Das sind natürlich alle
zweisprachig und auch die erste, also die 9. Schulstufe wird da auch in der zweiten Landessprache eben gelehrt. Diese Bildungseinrichtung, die wir in der Marktgemeinde St. Jakob anbieten können, zeigt natürlich, dass es mit der Zweisprachigkeit schon ein positives und ein gemeinsames Tun gibt. Das ist für mich eine wichtige Sache, weil so wie die Kleinkindergruppe ist auch ein privater Verein und er hat sich sofort dafür interessiert, dass auch hier die Zweisprachigkeit gelehrt wird und das zieht sich dann durch die gesamte Bildungslandschaft der Marktgemeinde St. Jakob durch. Und Bildung ist ja doch das wichtigste Glied in unserer Gesellschaft und die Marktgemeinde St. Jakob investiert gerade jetzt, am Dienstag habe ich den Baubescheid unterschrieben, für den neuen Kindergarten mit der Kleinkindergruppe und integriert noch ein Sporthaus dazu, rund 4 Millionen Euro. Und in dieser Zeit ist das wirklich ein großes Signal. Und somit ist dann in der Marktgemeinde St. Jakob die Bildung, die zweisprachige Bildung innerhalb von 500 Meter von der Windelhose bis zur Matura alles möglich. Und das ist schon ein wichtiges Zeichen nach außen hin, wo auch die Zweisprachigkeit doch gelebt wird. Natürlich, man kann sagen, dank des Konventkindergartens wird der Kindergartenbereich sehr stark abgedeckt. Aber unser Versuch eben als Gemeinde auch, deswegen hat mich das, ich muss sagen, schon ein bisschen berührt als Bürgermeister mit dieser Verpflichtung zu einem zweisprachigen Kindergarten. Und wir haben freiwillig diesen Versuch da schon gestartet, ohne diese Gesetzeslage da zu kennen, muss ich wirklich sagen, weil sonst hätten meine Vorgänger immer alles falsch gemacht. Das glaube ich nicht ganz so. Gell? Aber das ist ein wichtiges Signal nach außen hin. Aber wie halt der Bedarf ist, die Eltern wünschen sich oft eine Zweisprachigkeit, aber dann gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die dann für die Eltern dann wieder nicht passend sind. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für eine Gemeinde. Und die Bildung, so wie ich von Ihren Vortrag gehört habe, es ist doch wichtig, auch von der Kleinkindergruppe, ideal auch Tagesmütter, wäre natürlich auch ganz etwas Wichtiges. Und natürlich bei der GTS, da gibt es auch noch sehr viel Nachholbedarf. Aber die Zusammenarbeit, gerade mit dem Konventkindergarten, ist wirklich eine sehr gute auch. Und mit unserem Gemeindekindergarten, da gibt es verschiedene gemeinsame Veranstaltungen, so wie wir organisieren zum Beispiel den Sommerkindergarten, damit der Konvent da auch ein bisschen entlastet wird. So ist eigentlich die Bildungslandschaft in der Marktgemeinde St. Jakob und ich bin ganz stolz darauf, dass es da eine gute Möglichkeit gibt für die mehrsprachige Ausbildung in unserer Gemeinde. Danke. So, wir können eigentlich, vielen Dank, gleich in die Diskussion starten. Bis Sie sich vorbereiten mit Ihren Fragen, würde ich vielleicht also eine Verständnisfrage für mich, weil ich es nicht weiß, wie es hier funktioniert. Wie leicht ist es eigentlich, die Gemeinde zu wechseln? Also wenn es zum Beispiel ein Angebot nicht gibt im Kindergartenbereich, dass die Eltern praktisch das Kind dann in eine andere Gemeinde das einschreiben können, anmelden können. Nein, diese Problematik ist bei uns eher die, dass die Nachbargemeinden bei uns die Bildung in Anspruch nehmen wollen. Also von unserer Gemeinde auswärts eigentlich ist mir nichts bekannt. Und das geht problemlos? Das geht recht problemlos. Also wir sind da mit dem Bürgermeister oder mit der Bürgermeisterin sehr gut vernetzt und das ist eine gute Sache. Okay. Herr Bedell, wollen Sie noch was sagen dazu? Nein. Dazu wollen Sie nichts sagen, also bezüglich Gemeindewechsel, Sie haben das Beispiel von Zeltware erwähnt, dann sind wahrscheinlich die Kinder... Es gibt schon ein Problem, und zwar, wir sind seit 2 Jahren, unterstützt uns die Gemeinde mit 60.000 €. Das war ein Durchbruch auf Druck der Landesregierung und das ist schon eine große Hilfe. Nur, wir dürfen zum Beispiel nur Kinder aus Ferlach nehmen. Für jedes Kind aus einer anderen Gemeinde müssen wir ansuchen und dann wird der
Gemeinde das verrechnet. Das heißt, die Ferlacher Gemeinde steht in einer Rechnung, zum Beispiel ein Kind kommt aus St. Margrethen zu uns, dann muss die Gemeinde St. Margrethen für dieses Kind bezahlen. Da ist schon die erste Frage, gibt es schon mehrere inzwischen? Also meine Frage wäre jetzt, haben Sie die Gemeinde St. Jakobs und Jakob sehr positiv vorgestellt. Jetzt haben wir aber früher vom Herrn Werdell gehört, wie schwierig das ist mit der Finanzierung. Also insofern meine erste Frage wäre, wie lösen Sie das mit der Finanzierung dieser Zweisprachigkeit? Gibt es da seitens der Gemeinde Vereinbarungen oder eine Sicherstellung, dass das überlebt? Und meine zweite Frage, Sie haben ja von diesem Bildungsprojekt mit 4 Millionen Euro Investition gesprochen. Und vorher haben Sie gemeint, Sie haben schon so viel Angebot. Also gibt es so viel mehr Kinder oder gibt es da auch Absprachen mit diesen privaten Einrichtungen? Weil wenn es jetzt ein tolles neues Kindergartenangebot seitens der Gemeinde gibt, wird das auch zweisprachig sein? Besteht eine Konkurrenz mit den Privaten? Gibt es Absprachen? Also das würde mich einfach interessieren. Oder ob von irgendwo so viel mehr Kinder kommen werden. Voilà. Dazu ist Folgendes zu sagen. Wir haben jetzt dann den Kindergarten bei unserem Bildungscampus und die Kleinkindergruppe ist in der Volksschule Rosenbach. Und dadurch, dass wir alles zusammenziehen zum Bildungscampus, bekommen wir dann die 2 alten Volksschulen, die ja 2018 geschlossen sind, wurden frei. Das Bildungsangebot wird nicht um einiges, vielleicht um ein paar Plätze nur erhöht, gell? Aber wir schaffen das derzeit mit den Plätzen, was wir haben. Gell? Die Zusammenarbeit mit der HLW und so finanziell, also es gibt von der Gemeinde gewisse Geldflüsse, die sehr, muss ich sagen, moderat sind, aber wir haben da immer guten Austausch mit der Leitung und da haben wir eigentlich, natürlich die Wünsche sind viel mehr als was die Gemeinde eigentlich geben kann, das ist klar, aber wir sind in einem guten Austausch, dass man schaut, okay, was ist wirklich wichtig, wo kann man unterstützen. Zum Beispiel hat einmal die Matura-Klasse damals, nicht die Matura-Klasse, die HLW mit dem Ankauf von neuen Computern unterstützt, weil es einfach auch ein Anliegen ist, dass die Matura-Bildung also noch in der Gemeinde vorhanden bleibt. Ja. Herr Bürgermeister, Sie haben gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in der Mittelschule 36 sind, die zweisprachig sind. Jawohl. Und danach haben Sie gesagt, in der Oberschule sind sie alle zweisprachig. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also Die HLW ist eine zweisprachige Schule. Da ist immer Unterrichtssprache Slowenisch und Deutsch. Also mit Mittelschule hatte die Hauptschule. Mit Mittelschule war die Hauptschule gemeint. Und das ist eine weiterführende. Das ist jetzt eine. Ja, ja nein, es ist parallel. Nein, Bis zur 8. Klasse ist die Mittelschule und dann ab der 9. fängt dann die HLW an, also die Matura-Klasse. Das sind dann fünf Klassen. Na moja prva stvar je po Sovinamanu Antura, se zastopa bom pa rekel po nemščina primara, bo je tudi da zastopila, ja. Za izražanščine najbolj ne bojo mogli prevajati. An beide Herren eine Frage zur Finanzierung. Es sind ja die Elementarpädagogen und Pädagoginnen, die in zweisprachigen Einrichtungen betreuen und quasi unterrichten, haben ja einen gewissen Mehraufwand, sie haben eine Mehrkenntnis, sie haben mehr an Ausbildung investieren müssen. Sie sehen diese Elementarpädagogen das auch am Gehaltscheck quasi, dass sie mehr leisten. Gibt es Initiativen, diese Pädagoginnen besser zu entlohnen? Hat die Gemeinde zum Beispiel Schritte unternommen? Weil ich habe jetzt gehört, es gibt schon eine zweisprachige Gruppe, heuer erstens, ich habe es da noch nicht gewusst, schön. Gibt es Initiativen, dass man noch mehr Geld für diese Pädagogen bekommt? Die erste Frage. Die zweite Frage ist an die Gemeinde St. Jakob, den Bürgermeister alleine.
man weiß nicht, was es alles an Angeboten gibt in St. Jakob zum Beispiel. Ich weiß es auch nicht, alles nicht, und ich nehme es zur Kenntnis. Schön, dass es vielleicht die Eltern leichter haben werden zu erfahren, was es alles an Angeboten gibt. Gibt es Überlegungen, das auch größer auf das Gebäude draufzuschreiben, dass zum Beispiel dort zu stehen sein wird Lutzka Schola Volksschule oder Noah Sredna Schola, neue Mittelschule, Otroški Vrtec, Kita zum Beispiel, weiß ich gar nicht, was das auf Slowenisch wäre, aber der Bürgermeister wird das wissen. Dass man das als Elternteil mitbekommt, dass das erwünscht ist und gewollt ist und gefördert wird und dafür Geld in die Hand genommen wird, vielleicht auch mehr in Zukunft. Gibt es da Pläne der Gemeinde St. Jakob, das groß und schön draufzuschreiben? Ja, danke. Danke, Hubert. Das erste Mal zum Geld, zur Entlohnung der Pädagoginnen und Pädagogen. Wir haben im Jahre 2018 den Kindergarten an die Kindernest ausgelagert. Gell? Und somit mit dieser Auslagerung hat die Marktgemeinde St. Jakob mit den Entlohnungssachen gar nichts zu tun. Und auch wenn die Bediensteten noch Gemeindemitarbeiterinnen wären, hat man ein genaues Gehaltsschema und da kann sich die Gemeinde immer nur nach diesem Gehaltsschema richten. Wenn es von der pädagogischen Seite her eine Lösung gibt für alle Pädagoginnen und Pädagogen, dann muss es in den Verhandlungen festgehalten werden, aber das ist nicht, da hat die Marktgemeinde St. Jakob nicht die Möglichkeit, irgendwie Sondergelder auszuzahlen. Das Zweite zu den Tafeln. Hubert, du weißt ja, dass wir als einzige Gemeinde bis jetzt dann waren, die was freiwillig die ganzen Ortsbezeichnungen zweisprachig gemacht haben. Das war wirklich eine große Sache und wir haben uns da dazu bekannt, dass das wirklich in der heutigen Zeit kein Thema sein mehr wird und ist auch kein Thema mehr. Du merkst das selbst in St. Jakob, jetzt ist es ja direkt eine Wohltat, wo man durch die Gemeinde durchfährt. Und die Tafelsache, muss ich sagen, oder die Beschriftungssache war für mich jetzt noch gar kein Thema, weil ich muss einmal schauen, dass ich die ganze Finanzierung zusammenstelle in dieser schwierigen Zeit. Klammer, Hubert, ich bin gelaufen von Pontius bis zu Pilatus, Tag und Nacht, dass ich die Gelder zusammenbringe, dass dieses große, wichtige Bildungsprojekt zur Umsetzung gelangt. Gell? Aber über die anderen Sachen wird man dann, wenn es soweit ist, dann sicherlich noch reden. Zur Entlohnung würde ich auch noch gerne etwas sagen. Das ist nur für die zweisprachigen Volksschullehrer geregelt, die Abschlagsstunden haben. Es ist nicht geregelt für die Musiklehrer, die zweisprachig sind, und auch nicht für die Elementarpädagogen. Das ist aber Sache des Landes, und bei diesen momentanen Situationen wird es wahrscheinlich nicht so leicht möglich sein, hier etwas zu bewegen. Aber es ist natürlich Thema, weil es ist Mehraufwand. Wenn man in zwei Sprachen unterrichtet, wenn man die ganzen Materialien in zwei Sprachen vorbereitet, ist das Mehraufwand. Einen Satz möchte ich noch zur einen Sache sagen, und im Programm bin ich angekündigt als Geschäftsführer des zweisprachigen Kindergartens Verlach. Das ist nicht richtig. Ich bin Obmann des Kindergartens und arbeite ehrenamtlich und habe für diese Arbeit noch keinen Cent bezogen, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, dass ich vielleicht hierbei etwas verdiene. Ich wäre sehr froh, den Kindergarten abgeben zu können. Es ist aber sehr schwer. Und ein Problem möchte ich noch aufwerfen mit der Finanzierung. Wir müssen alles vorausfinanzieren. Seit September 24 ist der Kindergarten für die Eltern umsonst. Und wir bekommen das Geld immer 6 Wochen später. Früher hatte ich am 1. im Monat schon ca. 30.000 Euro am Konto. Jetzt kommen diese 30.000 am 15. Oktober, sind vorauszufinanzieren. Und was noch mehr belastet, ist die Vorausfinanzierung für ein halbes Jahr der Gelder aus dem Fonds. Wir haben jetzt vom Fonds auch nur einen Betrag bekommen, der niedriger war als eigentlich erwartet. Und der kommt am 1. Juli. Bis 1. Juli muss ich schon 6-mal die Gehälter auszahlen. Und ich rede hier von 100.000 Euro im Monat.
Und diese Vorfinanzierung bedeutet für uns 150.000 Euro jedes Monat vorauszulegen und das als Privatpersonen. Und ich möchte auch nicht verhehlen, dass ich heuer schon 35.000 von meinem Geld gezahlt habe, damit ich überhaupt die Gehälter rausgebracht habe. Es entstehen natürlich Zinsen. Diese Zinsen betragen bei uns ca. 10.000 bis 12.000. Ich möchte vorausschicken, wir haben 30 Pädagoginnen, Assistentinnen und anderes Personal angestellt und sind eigentlich schon ein mittlerer Betrieb. Und mit den ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen, ist das wirklich sehr schwierig. Und deshalb müssen wir über den Fonds irgendwie das erreichen, dass wir wenigstens monatlich das Geld bekommen, dass wir hier nicht in der Lage sind, immer so viel vorauszufinanzieren. Bei 6 mal 30.000 sind auch 180.000. Und die nächste Tranche kommt dann am 1. Dezember. Und das war damals so geregelt. Das Gleiche gilt für den Hort. Im Hort ist die gleiche Situation. Wir bekommen das Geld zweimal im Jahr und müssen auch alles vorausfinanzieren. Dazu kommt noch ein Problem. Heuer hat uns das Bundeskanzleramt die Förderungen im Juli ausbezahlt, obwohl schon im Herbst, im November eigentlich feststand, wie viel wir bekommen. Und diese Sachen müssen wir einfach ansprechen. Sonst muss ich früher oder später den Kindergarten und die Kita und den Hort der Gemeinde übergeben. Nur die Gemeinde ist natürlich auch sehr froh und hat das erste Mal anerkannt, dass wir wirklich gute Arbeit leisten. Und wir betreuen in Ferlach 160 Kinder. Das ist nicht zu vergessen. Und das versuchen wir auf allerhöchstem Niveau, so gut es geht, zu machen. Und in Zell sind auch noch 33 Kinder. Das heißt, 193 Kinder von 1 bis 10 Jahre sind in unserer Betreuung. Aus zeitökonomischen Gründen gleich an beide die Fragen. Prvo na tebe, Roman, ker vemo, da imaš ti številke vedno zelo natančno tudi v glavi, ne samo pod kontrolo. Kakšna je ta relacija, naprimer, za oskrbo enega otroka, koliko stane oskrba enega otroka v vaši ustanovi in koliko stane ista oskrba v občinskem vrtcu, naprimer, koliko so te razlike v teh številih, tudi ker to smo enkrat slišali od tebe, da je to ogromna razlika. Und zum Guntram die Frage, wir haben ja früher von der Frau Michitsch schon gehört, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit dem Anrecht der Kinder auf Bildung. Und jetzt die Frage an dich als Bürgermeister persönlich, wie sorgst du dafür, dass es nicht zu einer diskriminierenden Situation kommt in der Nachmittagsbetreuung? Weil da erlebe ich in vielen Gemeinden ein Riesenloch, dass da nichts für die Kinder da ist, außer in dem Fall, wo Roman in Ferlach-Brohle dafür sorgt. Wie sorgst du dafür, dass in der Nachmittagsbetreuung die Kinder auch im Slowenisch, im Erledigen der Aufgaben für die Hausaufgaben in Slowenisch die Unterstützung bekommen? Ja, es hat sich gebessert. Also die Situation ist jetzt besser geworden, seit es das neue Gesetz gibt. Ich bin auch im Gemeinderat, ich war 3 Jahre Stadtrat und in der Gemeinde wurde vor 3 Jahren zum Beispiel, haben wir über 400.000 Euro Abgang gestimmt bei 100 Kindern, das heißt ca. 4.000 Euro pro Kind. Wir haben zu dieser Zeit über den Fonds für ein Kind 1.900 Euro bekommen, das heißt circa die Hälfte. Aber wie gesagt, es hat sich gebessert und wie ich schon früher erwähnt habe, man muss alle Umstände berücksichtigen. Ältere Arbeitnehmer, Ausfälle, Kompensationen und wir sind an das Gesetz gebunden. Das heißt, ich kann nicht 3 Personen einfach rausschmeißen, weil ich kein Geld habe, weil dann stimmt der Personalschlüssel nicht mehr. Und wir sind jetzt am Minimum. Ich habe 2 Mitarbeiterinnen heuer abgegeben und das ist jetzt das absolute Minimum. Also wenn ich noch weniger Mitarbeiterinnen habe, dann
stimmt der Personalschlüssel überhaupt nicht mehr. Ja, die finanzielle Situation ist ungefähr ganz gleich wie im privat geführten Kindergarten. Gell. Wir stimmen uns ja auch mit dem Konventkindergarten immer wieder ab. Gell. Und dass es Abgänge gibt, gell, das ist überall so. Kein einziger Kindergarten kann so geführt werden, dass der kostendeckend geführt wird. Gell. Und das ist leider Gottes, muss ich sagen, müsste man den Staat da noch mehr in die Pflicht nehmen, weil Bildung ist eigentlich eine Staatsaufgabe und nicht eine Gemeindeaufgabe. Wir als Marktgemeinde St. Jakob machen wirklich sehr viel, alles was wir tun können. Bei mir ist es dann wichtiger, dass die Bildung ein gutes Fundament hat und die, leider Gottes, sage ich einmal, sind halt Straßenschäden auch da, aber ich setze lieber in die Bildung als in den Asphalt. Zurück zur Nachmittagsbetreuung. Bei der Nachmittagsbetreuung schaut es so aus, dass ich noch keine Rückmeldung in der Hinsicht bekommen habe, dass es mit der Zweisprachigkeit ein Problem gibt. Wir haben aber natürlich, so wie es in allen Bereichen von der Kita bis zum Kindergarten bis zur Schule immer das Problem mit dem zweisprachigen Personal. Dass es einfach wirklich viel zu wenig zweisprachiges Personal gibt. Ja, das ist wirklich das Problem und da kann aber auch der Bürgermeister auch nicht das Personal herzaubern. Ein Punkt noch, was wir vielleicht vergessen haben zu erwähnen, gerade im Bildungsbereich noch dazu, wir haben ja auch die slowenische Musikschule in St. Jakob und auch eine normale Musikschule. Normal ist da wo auch die Musikschule Rosenthal, wo wirklich die Kooperation sehr gut auch funktioniert, gell? Ja. Wo wir uns gegenseitig ergänzen und aushelfen. Und das ist auch noch ein Zeichen zu dieser Bildungssache, wo ich gesagt habe, das ist mir leider Gottes früher entfallen. Ja. Verzeihen wir es lieber. Gell? Ja, ich möchte dazu erwähnen, ich habe ihm ein E-Mail geschrieben und in einer Stunde war die Antwort da. Das ist nicht üblich, das passiert nicht oft. Und wir haben dort einen Raum gebraucht in der neuen Musikschule und natürlich war die Kooperation. Sofort, hier. also wenn man eine Zusammenarbeit haben will, dann haben wir sie sofort. Gell? Ja. Danke. Eine Frage, geht? Ja? Okay. Eine Frage an Sie beide, Herr Werdell und Herr Werdacher. Und zwar, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, das Personalthema, das Personalproblem. Und da setzt jetzt meine Frage an Sie beide an. Wir wissen, wir haben einen Fachkräftemangel auf Bundesebene, auf Landesebene. Und jetzt würde es mich interessieren, Ihre Erfahrungsberichte. Also wie ging's, / geht's Ihnen beim Recruiting? Wie geht's Ihnen, zweisprachige Fachkräfte zu bekommen? Oder bekommen Sie überhaupt zweisprachige? Wahrscheinlich schon, aber die Frage ist, wie gestaltet sich dieser Prozess? Bleiben die, gehen sie wieder? Wenn sie gehen, aus welchen Gründen gehen sie wieder? Und ist es möglich, zweisprachige Fachkräfte pro Gruppe wirklich abzudecken? Ja. Es ist wirklich das größte Problem, die zweisprachige Pädagoginnen und Pädagogen zu bekommen. Unser Versuch hätte eigentlich voriges Jahr schon starten können, war eigentlich der Wunsch, aber wir haben keine Pädagoginnen gehabt. Und das ist das Problem. Gell? Und natürlich, wenn man für die Bildung steht und auch für die Zweisprachigkeit steht, gell, wenn bei der Bildungseinrichtung, sage ich jetzt, so wie wir es geschildert haben, jetzt die durchgehende Bildungseinrichtung, die zweisprachige vorhanden ist, dann wird es vielleicht wirklich leichter werden, dass da ein paar Leute sich dann auch für zweisprachige pädagogische Ausbildung dann auch entscheiden. Gell. Aber da ist halt die Gemeinde das letzte Rad am Wagen. Gell. Da ist halt das Land und der Bund schon gefordert, für die zweisprachige Ausbildung das bestmögliche Angebot zu schaffen. Ja, ich habe das Glück, dass ich für jede Gruppe eine zweisprachige Pädagogin habe. Ich habe heuer auch eine von den 2 BAföG-Abgängerinnen, die zweisprachig sind, an Land ziehen können. Sie hat eine Gruppe übernommen und auch in der Kita, also in der
das ist eine Montessori-Kleinkindgemeinschaft, wird unter Montessori geführt. Habe ich im Moment eine Pädagogin, die auf Karenz ist, aber sonst habe ich auch dort 2 und im Kindergarten 3 Gruppen und im Hort auch 3 Pädagoginnen. Das heißt, ich verfüge schon über qualifiziertes Personal und ich habe schon früher erwähnt, dass das Personal schon relativ alt ist. Die sind schon relativ lange auch bei uns, einige von Anfang an. Aber natürlich ist die Fluktuation groß und wir müssen natürlich auch Hilfskräfte einstellen, die dann erst den Kurs besuchen, die in Ausbildung sind. Wir haben schon einige unserer Mitarbeiter in Deinach bei den Kursen gehabt und damit haben sie dann auch die Qualifikation. Im Verlag ist vielleicht noch eine besondere Situation. Wir haben ca. 500 Leute, die die slowenische Staatsbürgerschaft haben oder die kroatische. Die Firma Glock beschäftigt über 1000 Leute und es kommen sehr viele Slowenen zu uns. Und es sind auch sehr viele slowenische Kinder jetzt im Kindergarten und auch bosnische. Es gibt aber jetzt viele Kinder, die Deutsch nicht sprechen. Das heißt, jetzt muss man irgendwie überlegen, ob man irgendwie für diese Kinder also dass sie die deutsche Sprache erlernen, weil es ist jetzt schon oft so, dass so viel Slowenisch ist, dass es für Deutsch fast zu wenig ist. Was natürlich für uns super ist, aber für die anderen Kinder, die kommen in der Schule nicht. Und wir merken das dann im Hort. Die können die Sprache nicht. Und jetzt kommen immer mehr solche. Das ist jetzt auch wieder ein neues Thema, das anzufangen ist. Aber es ist natürlich ein großes Personal für alle zweisprachigen Kindergärten, ein großes Problem, das qualifiziertes Personal zu bekommen. Und nicht alle sind geeignet, das muss man auch sagen. Ich würde jetzt die letzten Fragen sammeln. Ich würde ganz gern zu der Versorgungslage noch etwas sagen, weil es total schön zu hören, wenn es in St. Jakob gut funktioniert, dass mit anderen Gemeinden zusammengearbeitet wird. Aber mich erreichen schon immer wieder Eltern, die sagen, ja, sie müssen schauen, wie sie eine zweisprachige Einrichtung für ihre Kinder finden können. Und dann werden Wege gegangen bis hin zu, dass die Kinder halt bei Freunden oder bei jemand anderen gemeldet werden müssen, damit sie dort in die Einrichtung gehen. Also da gibt es schon ein Problem, würde ich sagen, ja, weil es eben nicht flächendeckend so ist, dass man in der eigenen Gemeinde einen Platz in einem zweisprachigen Kindergarten hat, wenn man das möchte. Und das Gleiche gilt dann sozusagen nach der Volksschule. Also eigenes Beispiel, meine Tochter, die hat die zweisprachige Volksschule besucht und würde gern eigentlich dann zweisprachig weitergehen. Bezirk Völkermarkt hat viele zweisprachige Volksschulen, aber im Gymnasium ist es dann nur noch ein Freifach, zumindest die ersten 2 Jahre. Aber da verliert man so viele. Also diese Lücken, die kosten uns dann das, dass wenn die Schülerinnen und Schüler dann in die BAföG kommen, sie sich eben nicht mehr zutrauen oder sich nicht da in der Sprache so sicher fühlen, wenn es nicht die Familiensprache ist eben, sondern wenn es eine Sprache ist, die man vielleicht im Kindergarten, in der Volksschule begonnen hat zu lernen. Und ich glaube, da müssen wir in der Versorgung schauen, damit wir dann am Ende auch die Fachkräfte auch zweisprachig haben. Danke für den Kommentar. Gibt es noch Kommentare oder Fragen? Sonst würde ich schön langsam zum Ende kommen. Ich sehe jetzt keine Hand. Wollen Sie dazu noch was sagen? Das ist jetzt eher ein Kommentar gewesen. Vielleicht. Ja, zu diesem Kommentar, ich würde das bestätigen. Also die Mittelschule ist das große Problem. In der Mittelschule, es gehen zum Beispiel viele von Zell, gehen viele in die Mittelschule nach Verlach und es hat ein großes Projekt gegeben. Slowenisch wird hier, wir hatten schon Angst im slowenischen Gymnasium, dass uns die Schüler wegnehmen würden. Leider ist das nicht passiert. Es wäre schön, wenn das passiert wäre, aber es ist nicht passiert. Und wenn man nicht ins slowenische Gymnasium geht, ist der Spracherwerb der slowenischen Sprache fast nicht möglich. Das muss ich habe im Gymnasium unterrichtet, 35 Jahre, und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Das ist die einzige Schule der 10- bis 14-Jährigen, die wirklich Slowenisch auf diesem Niveau anbietet, dass man es kann. Es als Freifach oder als Zusatzgegenstand ist es zu wenig. Vielleicht noch kurz zu St. Jakob nochmal zurück, weil Sie gesagt haben, mit der Bildung mit anderen Gemeinden. Wir sind da an der Bezirksgrenze zu Klagenfurt-Land. Wir bieten zum Beispiel auch an, dass die in der Mittelschule von Feistritz im Rosental die Kinder in die Mittelschule gehen können und auch von Ludmersdorf. Und das ist natürlich auch ein Mehrwert für das Regiondenken auch, gell, dass die Kinder in ihrer Region die Bildung noch genießen können. Das ist natürlich in anderen Gemeinden wird es nicht so gehen, aber wir liegen halt scheinbar so
so gut und so zentral, dass das was gut ist. Gut, vielen, vielen Dank, sowohl jetzt für die Diskussion als auch für Ihr Engagement in Ihren Gemeinden.